Sie sind überall. Sie sind da. Nein, da sind sie nicht. Da sind sie. Da. Oh. Da besonders. Influencer. Seit dem 2025 sehe ich immer mehr ausländische Influencer in der Schweiz. YouTube-Videos, Vlog-Style in Switzerland oder Brandtrips in St. Moritz. Wir gehen jetzt auf den buschigsten motherfucking Trip, wo ich wahrscheinlich jemals gegangen bin. St. Moritz, willkommen. Unzählige TikToks. Und was mache ich jetzt? Ich wohne seit 25 Jahren da und ich habe noch nie Interlaken gesehen. Ich habe noch nie den Blausee gesehen. Ich habe noch nie den Seealp gesehen. Nein, den habe ich schon gesehen. Noch nie die Orte gesehen, die traumhaften, märchenhaften Orte. Und du auch nicht. Ist okay, gib es zu. Ja, ist ein Safe Space. Komm, sind unter uns. Du hast den auch noch nie gesehen. Aber deswegen nutzen wir doch die Videos. Nutzen wir die Reiseguides. Sind sie echt oder nicht? Das finden wir zusammen aus in den nächsten 2 Tagen, wenn wir anhand von denen durch die ganze Schweiz reisen. Let's go. Oh, wie sind wir jetzt da angekommen? Okay, let's go. Das ist die schönste Stadt der Schweiz. Das ist nicht mein Claim, das ist der Claim von den 300'000 Touristen, die immer da sind. Und deswegen starten wir heute in Luzern und ich habe das perfekte Video gefunden, um was wir in dieser limitierten Zeit machen können. If you only have one day in Lucerne, here's the perfect itinerary. Start your morning walking across Chapel Bridge, a beautifully decorated footbridge, to Old Town. Also starten wir Morgen auf der Kappelbrücke. Das ist nicht Kappelbrücke, das ist eine random Brücke, die wir gefunden haben in Luzern. Let's go. Sie ist leider geschlossen, aber ich bin zum Glück mal etwa vor einem Jahr mit Scoop da gewesen. Heute ist übrigens der Tag der guten Tat. Der ist dafür da, dass man gemeinsam etwas Gutes tut. Ich bin drüber gelaufen und habe mich ergötzt an diesen bretterischen Tönen unter meinen Füßen. Also ich glaube, das gehört einfach zum Experience von dieser Kappelbrücke, oder? So 3000 Touristen gegen mich. Wer gewinnt? Ein Gorilla oder die 3000 Touristen bei der Kappelbrücke, oder? Jetzt fehlt eigentlich nur noch eins von dieser Brücke. Nämlich ein Selfie. Sorry. Can you take a video of us? It's good? Yeah. Good. Okay, thank you. Lucerne's Old Town features lots of picturesque town squares and mural-adorned houses, and you can enjoy views of the river that runs through the heart of Lucerne. This is the most secret spot in Lucerne, der Kappelbrücke 2.0. Ich muss auch sagen, es ist halt auch viel Nein, sorry. Weißt, ich denke immer, die Videos sind ein bisschen Touristenpropaganda. Ganz ehrlich. Es sind immer Saturation to the top. Dann sind so, this is the craziest place ever. Aber this is the craziest place ever. Ich habe mehrere Conclusions nach Luzern. Das erste ist, es ist natürlich überhyped bei Touristen selber, so vom Ausland. Aber ich muss sagen, als Schweizerin selber ist es schon hure schön. Ist schon hure schön. 10 von 10 Touristenspots, wenn man will, Tourist im eigenen Land sein. Und die zweite Conclusion ist, es ist absolut geil, mal ein Tourist zu sein. So, jetzt haben wir schon Touristen vorgebandet und jetzt vorher sind sie sogar noch zu uns gekommen und haben mit uns zusammen Fotos machen. Einfach so. Ich finde es einfach so funny, man kann einfach so cringe sein und to be cringe is to be free, oder? Wir schauen jetzt mal, wo wir als nächstes hingehen. Let's go! Du weißt einfach, wenn Sonnenbrei anfährt, you gotta run. Jetzt kommt die Masse, Alter. Scheisse! Also ich habe gar nicht erzählt, wo wir jetzt schlussendlich hingehen. Wir gehen nämlich zu der berühmten Aareschlucht. Wir haben schließlich das Video gefunden und das hat uns gesagt, dass wir unbedingt in die Aareschlucht gehen müssen. Oh mein Gott, hat es Slushies? Nein, jetzt nicht. Oh Gott, mein Roman Empire, einfach Slushies. Und es hat sie nirgends. Es fühlt sich an wie leuchtendes Wasser. Ich habe einfach vergessen, ich habe wirklich Höhenangst. Es ist schon etwas sehr Beruhigendes, finde ich, wenn nicht die ganze Zeit Kinder rumschreien. Und
Was auch immer das für ein Ton ist. Und so Leute einem fast wegdrücken, um ein Foto zu machen. Aber sonst, also ich verstehe, wieso man ein Foto machen will, aber es wäre ein sehr beruhigender Ort. Wären nicht so viele Leute da. Thank God for tectonic plates smashing together. Oder separating, oder was auch immer da passiert ist. Ich bin nicht der biggest Zuhörer gewesen, so in Geografie. Aber ich enjoye sehr. Ja, also ich muss sagen, es war ein Fail für mich. Ich habe dann schon irgendwann gemerkt, so, es ist mir zu viel. Und mir war es bewusst gewesen, dass es wird kommen, der Punkt jetzt während diesen 2 Tagen. Also ob ich will oder nicht, ich habe halt Autismus, oder? Der Ort ist definitiv nicht etwas für jemanden, der ähnliche Probleme, Hürden hat im Leben wie ich. Aber ich finde halt, man sollte nicht über seine Grenzen hinausgehen, einfach weil man etwas gezahlt hat. Oder wenn man das Gefühl hat, man muss etwas erfüllen, irgendeine Rolle erfüllen. Deswegen, ich würde dem Ort aus meiner Perspektive ein 1 von 10 geben. Weil ich werde nie mehr daran zurückkommen, das ist für mich nicht machbar. Auch nicht mit Hilfsmitteln, weil ich versuche, mein Leben genauso zu leben und mich nicht zu fest hemmen lassen von meinen Hürden, sondern einfach mit meinen Hürden zu arbeiten. Aber es ist mir zu viel. Ich genieße andere Orte von Natur viel mehr. Ja, ich denke aber, es ist halt ein schöner Ort, eben, um so Fotos zu machen und so für andere Leute, aber nicht für mich. Ich freue mich jetzt aber auf den nächsten Ort. Wir haben da nämlich schon ein Video gefunden. Rosenlaui heisst das. Es wirkt so, als wäre es ein unglaublich ruhiger Ort, was ich sehr gut jetzt könnte brauchen. Aber wer weiß, es hat auf den Videos auch nicht so ausgesehen, als hätte es das so fucking viele Leute. Ich muss einfach zahlen, dass ich da fahren kann. Bombenplatz. Also, uns gelüstet es zu fest. Wir machen jetzt zuerst eine kleine Wanderung, weil es hat einen Wanderweg. Keine Ahnung, wie klein sie ist, aber ich kann nicht widerstehen, wir können nicht. Ich habe wirklich viel zu breite Hose angelegt für das Performative Final Boss. Ich kann nicht. Aber man muss sich schon auch Zeit nehmen, um so Sachen zu geniessen. Auch wenn wir jetzt einen tighten Sketch haben, so «Oh, never forget to geniessen», Alter. Das ist mein Satz, mein Catchphrase for the day. «Don't forget to geniessen», oder? Also weißt, sorry, ich bin in der Schweiz geboren, ich wandere, seit ich ein Baby bin. Und ich bin trotzdem nicht an so etwas gewöhnt, weißt du? Ich bin im fucking Kanton Zürich wohnen, Gottverdammt. Das ist crazy. Dort hat es so Touristen, ich weiss nicht, ob man es sieht auf dem Video. Und das ist Stativ aufgestellt und sind echt basically voran draufgestiegen. Ja. Vor allem, wir sind ein bisschen traumatisiert, weil wir sind letztes Mal wandern. Und dann sehen wir am Waldrand etwas. Turns out, das ist einfach das Bärli am 6 war. Am Wegrand. Hat schon wieder ein Ficker? Nein. Bruh. Ich krieg Krise, das ist so schön da. Rosenlau ist schon absolut mega schön. Also auch wieder ein Ort, wo ich denke, lohnt sich mega zum Kommen auf die 12 wieder mit den ganzen Nachmittag kannst verbringen. Ich glaube, es ist schade, um das Stressen da. Für mich persönlich, aus meiner Sicht, ja, was zählt jetzt? Also, wo siehst du so Sachen? Man könnte wirklich den ganzen Tag da bleiben. Ja. Einfach liegen oder essen. 10 von 10. 10 von 10. Ich habe jetzt schnell einen Tisch reserviert für heute Abend, weil ich habe jetzt gerade gelesen, dass du immer reservieren musst. Sie haben gerade noch einen Tisch frei jetzt machen für uns. Wir sind auf der fucking Schnur, sind jetzt auf dem Weg zu unserem Hotel, wo ich auch anhand von einem Video inspiriert gefunden habe. Ich habe nämlich das Video gesehen. Schau das an. Und hinter mir das Hotel. Wild. Wir sind jetzt angekommen im Hotel. Wir hatten eigentlich ein Hotelzimmer gebucht mit Mountain View, aber das ist irgendwie bei Buchung etwas falsch gegangen. Deswegen haben wir jetzt Upgrades bekommen, gratis für eine Suite. Ja, ist mega herzig da. Oh mein Gott! Und
Das ist da die Terrasse. Der Touri-Lifestyle ist schon nicht for the week. Oh mein Gott. Das ist einfach der View zum guten Nachtessen. Das ist schon crazy. Ich glaube, mein Kopf kann das gar nicht verarbeiten. Ja, wirklich. Das ist so... Das ist so echte Berge sind. Ja, das sind nicht so Styropor sind irgendwie. Nach dem langen Tag haben wir uns natürlich ein traditionelles schweizerisches Restaurant ausgesucht, weil wir ja so gerne Käse haben. Und haben uns dann noch an dem wunderbaren Sonnenuntergang ergötzt. Und nach einem kleinen Tee auf der Terrasse ist es dann auch schon Pfause gegangen. Nein, Spass. Wir haben fast kein Auge zugetan. Wir haben fucking 280 plus 10 Franken City Tax, also 290 Franken gezahlt, dass wir nicht geschlafen haben, weil das Bett so hure hart war. Aber dafür ist natürlich der Morgen hat das weggemacht. Spass, nein, natürlich macht der Morgen nicht 300 Stutz weg. Aber es war trotzdem ein schöner Ausblick. Wir sind einfach fucking grumpy as fuck. Wirklich. Das Hotel wäre mit Mountain View wahrscheinlich ein 7 von 10. Wie schlafen ist eigentlich der Grund, warum man es bucht. Und ja, das war dann das Erste, was ich rausgebracht habe am Morgen. Nein, wie sage ich jetzt das? Dann sage ich, wir zuerst mal ein fucking gentrifiziertes Kaffee holen. Mal schauen, ob es teurer wird als Zürich. Ein kleines Kaffee sippen dazu. Einen kleinen Spaziergang machen. Hund. Spezieller Kaffee. Bohnen. Ist ja billiger als in Zürich. Nein. 18 Stutz für 2. Das habe ich wirklich auch noch nie in Zürich gesehen. Nein. Also es hat wirklich geholfen, dass wir jetzt da ein bisschen gekaffelt haben, ein bisschen rumfrohlockt haben. So, das Lachen kalt. Mit vielen Touristen wieder gebandet, Pics von ihnen gemacht. Das ist einfach eine gute Atmosphäre. Ja, jetzt haben wir gedacht, wir gehen shoppen. Mal kurz schauen, was es da kostet. Ich erwarte Bösartiges, seit wir den Kaffee gekauft haben. Ja, es sind irgendwie nicht so der Touristen. Da ist ein Arztkäppli. Hä? The Country? Also. Sorry, das sieht so amerikanisch aus, das Käppli. What is that? Hello. Wir haben leider beim Shoppen nichts gefunden. Jetzt geht es weiter an den Ort, wo ich mich schon am meisten freue in dem ganzen Video. Der geilste Ort. Deswegen, let's go! So, wir haben es geschafft. Wir sind zwar etwa 5 Kilometer entfernt, von wo wir eigentlich original parkieren wollten. Es sind fucking viele Leute. Das ist jetzt gerade nicht so angenehm. Nein. Ey, Grindelwald ist im Vergleich zu Lauterbrunnen etwa hoch 10. Wirklich hoch 10, nicht mal 10, hoch 10. Also ich habe das Gefühl, du müsstest am Morgen früh kommen. Wirklich früh. Kaum ist die Sonne am Aufgehen langsam. Müsstest du kommen, dass da nicht Tausende von Leuten sind. Let's see, wo wir da können gehen fressen. Let's go. Auf der Suche nach einem Platz zum Essen. Hat schon wieder Figgers? Nein.
Hello police, the straights are out again. Nein. Einfach nicht mehr runterschauen. Und zwar nicht wegen der Höhe, sondern wegen der Straights. Ja, der Anblick von diesen sich ein bisschen zu fest öffentlich liebenden Menschen hätte ich lieber nicht gehabt, aber das ist halt der Preis, den man zahlt, dass man dann sich nachher an dem schönen Rivendell in der Ferne ergötzen kann. Nein, Spass, ich weiss natürlich, es heisst Lauterbrunnen, aber wenn ein Schweizer Ort wie eben Lauterbrunnen schon mal in so etwas Globalem wie Herr der Ringe vorkommt, muss man das natürlich zelebrieren. Also wir sind eigentlich basically Hobbit famous. Wir haben jetzt gefressen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, irgendetwas fühlt sich nicht so gut an. Irgendetwas fühlt sich an, als würde sich verändern in mir wieder. Wer bist denn du? Hä? Wo bin ich da? Wo bin ich da? Wer sind Sie? Wer sind Sie? Ich bin niemand, ich bin ein Hobbit. Oh, ein Hobbit. Du bist auch ein bisschen groß für ein Hobbit. Au! Ist schon hure schön, nicht? Und ich meine ich nicht View. You shall not pass, Diva. That's what beauty under this wig I am. Oh, wow. Die Wanderer, die da vorbeikommen, die wissen nicht, wie anstrengend das ist, um so eine Diva zu sein. Ah! Die Tourist Attraction. Als Gandalf nach Lauterbrunnen kam, 10 von 10. 11 von 10, 12 von 10. Das ist die beste Tour Experience, die man hier haben kann. Sich einfach vollkommen cringe verhalten. So, wir machen jetzt noch einen Stopp in Interlaken. Ich bin noch nie in Interlaken gewesen. Mal schauen, was wird. Wir brauchen definitiv irgendeine Art von koffeinhaltiges Getränk gegen leichte Kopfschmerzen. Fels, Filze. Ja, also die Gebäude sind schon sehr schön. Wir sind wieder zurück in die Heimat. Das bedeutet Schlussreflexion. Aber zuerst mal, danke, dass du bis dahin geschaut hast. Am liebsten würde ich dir ein Like geben auf dein Herz mit einem Kuss auf die Stirn. Aber leider kann ich das nicht durch den Screen. Deswegen gib doch mir ein Like. Fangen wir an bei den Kosten. Ich habe gedacht, das wird teuer. Aber ich habe nicht gedacht, so teuer. Das Zweite haben wir in diesen 2 Tagen für die Verpflegung 201 Franken 75 ausgegeben. Der Transport war dafür die billigste Kategorie. Wir haben für Tank- und Parkgebühren insgesamt 53 Franken ausgegeben. Spaßkategorie, das ist so Kostüm und Eintritt, haben wir jetzt nur 66 Franken ausgegeben. Zuletzt die teuerste Kategorie, die Übernachtung. Mit Citytax haben wir 290 Franken 75 gezahlt. Mit dem allem zusammen haben wir in diesen 2 Tagen das zweite 611 Franken 50 liegen lassen. Ja. 400 Franken über die Grenze, das habe ich erwartet, aber das ist schon crazy. Ich muss sagen, das Geld ist recht ein Negativpunkt, würde ich sagen. Ein anderer Negativpunkt von dem Ganzen sind natürlich Touristen. Touristen sind an Touristenorten. Ich weiss, habe ich selber auch nicht erwartet. Aber diesen Punkt kann man ja kompensieren, wenn man einfach ein bisschen früher am Morgen geht. Und ich muss sagen, die positiven Punkte übertrumpfen einfach die negativen. Ich habe wirklich das Märchen gesehen. Ich kann es nicht einfangen, wie schön es war. Ich verstehe, von wo dass die Märchen-Ansicht der Schweiz kommt. Und deswegen würde ich sogar sagen, ich habe ja das Gefühl gehabt, dass alles ist ein bisschen Touristenpropaganda. Aber es ist nicht.
Ich habe gemeint, wie sie da die Sättigung anziehen bei Videos, sie machen es schöner, aber sie machen es ganz ehrlich einfach hässlicher, weil es ist viel schöner in echt. Deswegen will ich es unbedingt wieder machen und dafür brauche ich deine Hilfe. Ich weiss schon, ich will zum Matterhorn, weil das habe ich nicht geschafft in diesem Video. Aber schreibe in die Kommentare, die Orte, wo ich noch gehen in der Schweiz, wo du auch unbedingt mal willst gehen oder gewesen bist und mega cool gefunden hast, dann gibt es vielleicht das Video 2. Danke fürs Schauen und bis nächstes Mal. Good night!